Grüßt euch, das wird's nicht glauben. Die Spezi-Speseln feiern 4-jähriges Jubiläum. Am 14. Juli 2021 hat es den ersten Spezi-Test gegeben. Damals noch bei Instagram. Der Kanal ist leider nicht mehr existent, weil gehackt leider. Aber auf YouTube, Wolfgang Hofer, der YouTube-Kanal, da gibt's noch die klassischen Spezi-Videos vom Rainer und mir. Und wir haben lange nichts mehr probiert. 227 Sorten waren es insgesamt, aber dazwischen ist einiges passiert. Ich möchte es euch ganz kurz in einem Zeitraffer erzählen. Weil, wo wir aufgehört haben mit dem Spezi-Testen, dann habe ich ein Spezi-Lied gemacht. Das ist auf diesem wunderbaren Album drauf, mit Albert, Lisa und Michi aufgenommen im Tonstudio von Bonifaz, Panoptikum, Wolfgang F. Hofers Panoptikum. Und da ist der Song Du de Spezi-Rausch drauf. Mit unserer Geschichte, mit der Geschichte vom Rainer und mir, zu die Spezi-Spätzeln. Aber dann haben wir gesagt, jetzt hören wir auf mit dem Ganzen. Dann kommt der Spiegel daher und sagt, ich möchte ein Interview. Gut, habe ich ein Online-Interview gegeben, war wieder das Thema Spezi aktuell. Hat mir gedacht, so, jetzt ist das Thema vorbei. Dann kommt Merkur TZ auf mich zu und tatsächlich war ich im Februar, das muss ich jetzt mal sagen, weil das hat mich dann schon gefreut, in der TZ. Und zwar, der Rainer wollte nicht mitmachen, war wirklich eine ganze Seite in dem TZ-Magazin und da hat es geheißen, der Spezialist für den süßen Durst. Und da habe ich damals schon gesagt, so unsere Top 5, da war dabei unter anderem der Schloss Cola Mix. Der Schloss Cola Mix aus Weinstefan. Also von mir immer ein geheimer Favorit. Aber der Spezi Classic war da auch dabei. Ich habe mir gedacht, das ist dann vorbei, aber dann hat der Merkur nachgelegt und hat dann Ende Februar 25 noch mehr einen Bericht gebracht. Wieder, jetzt muss ich nicht schauen, wo er ist. Da ist er. Genau, ich habe mir schon extra rausgetan. Wieder, Spezi ist ein Kulturgut, haben die dann getitelt. Ja, und dann hat irgendwann einmal der Weinstefan das mitgekriegt und hat gesagt, was, du hast unseren Spezi so gehypt, Schloss Cola Mix, das ist ja unglaublich. Und dann haben sie mir tatsächlich noch 2 Tragel vorbeigebracht. Merci an der Stelle. Wir trinken wirklich nicht mehr ganz so viel Spezi, aber wenn wir einen Spezi trinken, dann natürlich die besten, ein Castello, ein Schloss und natürlich wieder zu hinten seht's, den Spezi Original. Und zwar, und das singe ich auch in dem Lied, in die Braunglasflaschen Spezi Classic, Cola Orange. Weil in die braunen Glasflaschen schmeckt er uns persönlich am besten. Da hinten, das ist eine kleine Reminiszenz an unsere Spezi-Testereien, weil da haben wir nämlich wirklich viel probiert. Da vorne steckt einer drin, das war ganz interessant, das ist nämlich der Cola Spezial, 60 Jahre Lechner Limonade. Der war nämlich einer der ersten oder vielleicht sogar der erste, der Spezi abgefüllt hat sich aber das damals nicht lizenzieren lassen. Ja, interessante Geschichten haben wir da rausgefunden und 227 Sorten getestet. So, und jetzt war ich in Österreich und ich gehe durch den Supermarkt und denke mir, das darf jetzt nicht wahr sein, 228 sind es jetzt. Die Stieglitz Limonade bringt einen Cola Orange. Neu habe ich natürlich gleich mitgenommen. Leider ist das Etikett jetzt ein bisschen vergriebet, auf gut Badisch gesagt. Aber ich lese euch einmal kurz vor. Er hat Wasser, Zucker, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat, Orange. War uns immer wichtig. Die Prozentangabe 2,2%. Er hat Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure. Er hat Ammoniumsulfid, Zuckerlikör. Naja, das mögen wir nicht so gerne. Bei uns ist lieber der Zucker. Und ein Aroma hat er drin. Genau. Er hat 8,5 Gramm Zucker. Das ist jetzt eher mittel. Da haben wir schon deutlich mehr Zucker drin gehabt. Und hergestellt wird er von der Stieglbrauerei. Österreich ist ja eine ganz bekannte Brauerei. Ich habe mir auch das eine oder andere Bier jetzt von denen gegönnt im Urlaub. Und jetzt probiere ich die 228. Sorten. Aufmachen. Schraubverschluss. Weiße Flaschen. War jetzt auch bei uns nicht so beliebt. Aber natürlich wie immer ausgeschwappte Glasel. Ich schenke es mir ein. Normalerweise hat er das oft auch meine Frau gemacht. Aber bei einem
Da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich das jetzt einfach mal riecht. Das ist schon wieder Spezi. Es ist eisgekühlt. Ja. Den kann man trinken. Ja, der ist nicht einmal schlecht. Stieglitz Limonade. Stieglitz, also finde ich lustig das Wortspiel, weil das sind ja wirklich zwei Stieglitze da vorne drauf, nett zeichnet. Wäre jetzt sicherlich nicht mein Favorit, gehört sicherlich nicht unter die ersten 20, weil er ist mir zu orangig, ich habe mir ein bisschen zu wenig Cola und eben kein echter Zucker. Aber er läuft gut mit und er läuft gut runter, vielleicht auch weil ich Durst habe. Ich gebe ihm jetzt einmal spontan 7 von 10, aber natürlich bleibt es jetzt nicht bei dem einen, weil ich muss mir zumindest noch ein Schloss einschenken, liebe Freunde, weil wenn er schon eben ganz vorne dabei ist, in unseren Top 10, schaut mal, wie der reinläuft. Das ist natürlich schon ein anderer Spezi, gell? Schaut mal den Farbvergleich, allein schon dunkles Cola, geruchsintensiv. Naja, das ist einfach der Schloss, gell? Wunderbar. Aber ich freue mich jetzt drauf, weil Spezi hat angekündigt, sie wollen mit mir auch noch mal ein Interview führen, weil Spezi wird heuer 60 Jahre alt und das ist natürlich ein Jubiläum wert. Also, wie gesagt, der Spezi Classic. Spezi Original heißt der in der weißen Glasflasche. Wir mengen den. Spezi ist Spitze, das war ja der Slogan in unserer Jugend. Deswegen auch nochmal so dieses bisschen Retro-Video, ein bisschen ein Rückblick auf das, was wir gemacht haben. Da freue ich mich jetzt drauf. Aber deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt nochmal mein Spezi-Lied neu aufnehmen, die Geschichte ein bisschen erweitern, das mit den Interviews erzählen und alles, wie das losgegangen ist mit der Isarperle. Da wo der Rainer und ich dann, naja, ihr hört es in dem Lied. Und ich teaser es euch jetzt mal kurz an. Läuft schon? Jetzt läuft's. Es war in der Corona-Zeit, wir haben keine Idee. Die besten Spätzchen aus dem Land probieren, das war doch schön. Wir haben angefangen beim Nagel raus, der hat ein gutes Quatsch. Die Isarperle aus dem Moos, nur in der Flaschen, da ist Lasch. Wir haben uns sauber durchprobiert, doch so viel Cola nix. So manche waren grandios, der Rest schmeckt noch nix. Die Bilder haben gesagt, zu unseren Hand vom Wicht. Der Zuckerspiegel war enorm, wir waren kurz vor der Gicht. Ja, und so weiter und so weiter. Also, wer das Lied haben will, ab 14. Juli auf Spotify, YouTube, Amazon und alle Streaming-Anbieter gibt es den Song, das Original auf der Panoptikum-CD. Oder dann, so schaut dann das Single-Cover aus, Du der Spezi-Rausch von Wolfgang Hofer, produziert von Bonifaz Brexel im Tonstudio in Niederding. Er macht ja alles, der Bonifaz. Es ist ein Künstler, ein Top-Produzent von Rock, Pop, Klassik. Er spielt sämtliche Instrumente, also wir waren wirklich professionell im Studio. Neuer Text, peppiger die Melodienummer wie die erste Fassung. Die findet ihr auch bei Spotify natürlich. Du, der Spezi-Rausch. Ja, es macht einfach Spaß, einmal wieder so ein Video zu machen. Ihr merkt es vielleicht nach so langer Zeit. Danke fürs Zuschauen. Trinkt Spezi nicht zu viel. Trinkt viel Wasser natürlich auch dazu. Lasst es euch gut gehen. Positive Gedanken in dieser Welt, die momentan so durch die Fugen gerät. Ein bisschen Tradition, ein bisschen Heimat, ein bisschen Freude, das tut uns alle gut, mir auch. Ah ja, das T-Shirt, das muss ich auch noch zeigen, gell? Weil es ist schon cool, dass da Erding draufsteht. Weil da komme ich her, aus dem Landkreis Erding. Also, macht's es gut. Danke fürs Anschauen. Euer Wolfgang Hofer und wer Lust hat, ein bisschen Literatur von mir, wolfgang-hofer.de, schaut's rein, könnt's Bücher bestellen, CDs kaufen
oder einfach mal auf einem Auftritt vorbeikommen. Ich wünsche euch was. Prost! Du, die Spezi-Rausch! Servus!